Ja, reicht noch, schaut's noch. Ja, reicht's noch. Das muss ich mir zuerst einmal ein halbes Bier aufmachen, schaut's hier. Ja. Weil 7,5 ist ein Schnitzel, wisst ihr. Wie viele Schnitzel hast du jetzt? 2, 3? Ja, vielleicht ein Kartoffelsalat, mehr ist das noch nicht. Ach so, okay. Also 1, 2,5 ist ein Kartoffelsalat, plus 5,5 ein Schnitzel. Und trinken möchte man auch noch was, braucht man 9,5. Genau. Ja, das Ganze geht jetzt unter Outtakes erst einmal. Ja, auch die Janka 50 Meter, die haben auch sowas Ähnliches wie Outtakes. Und ja, die werden wir dann irgendwann nochmal alle zusammenfassen. Und dann machen wir ein richtiges, lustiges Video. Und das wird dann unverblümt, also. Weil der Helmut ist ein lieber netter Kerl. Aber die meiste Zeit auch nur vor der Kamera, aber hinter der Kamera, ja. Nein. Ein ganz lieber Kerl. Wenn er schläft. Ja? Das Gesicht zur Wand gedreht, kein Problem. Ja. Ja, eigentlich haben wir uns gedacht, oder was heißt gedacht, das war jetzt einfach mal so, ja, so spontan, wie man so schön sagt. Einfach spontan. Ein Anruf kam, dann habe ich gesagt, Helmut, hör zu, das war jetzt eine gute Idee, wir kommen mal zum Café vorbei. Ja, das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir gedacht, wenn wir schon ein bisschen Technik aufgebaut haben, dann werden wir mal so einen aus der Hüfte holen, so nach dem Motto. Genau. Ja, der Kaffee, Helmut, der war schon mal ganz gut. Ja, das glaube ich ohne weiteres, aber soll ich dir was sagen? Das Bier schmeckt auch gut. Da ist das Problem, wenn man da Kaffee trinkt, der Kaffee, ich weiß nicht, was er für einen Kaffee hat, aber der verblasst. Dann habe ich das umgeschüttet, von der Tasse habe ich dann jetzt ins Glas umgeschüttet, seht ihr? Der ist ziemlich verblasst und jetzt muss ich mal probieren. Wodka, oder? Und wir müssen auch die Sanktionen unterstützen, also brauchen wir russischen Wodka. Also ich muss sagen, von jetzt auf gleich schmeckt der Kaffee nach Gin Tonic. Also Helmut, das Rezept, das musst du mir unbedingt nochmal einfach alles frei schnauzen, da scheißen wir gar nicht lang rum. Ich will auch frei schnauzen, einfach so viel trinken, wie man will. Ja, ja. Ja, nicht jetzt irgendwie ein Maß, noch einen Schluck. Ja, es ist ja jetzt lange her, wo wir, oder wo ich jetzt mal wieder mal so direkt wie jetzt so vor der Kamera. Und da hatte ich schon mal gleich von Anfang an mal so eine Frage, Helmut. Wie hast denn du jetzt so die letzten 2,5 Jahre, so wie war es bei dir? Was hast du so mit dir selber, wie bist du klargekommen mit allem drum und dran? Meinst du jetzt während der Pandemie oder Corona oder wie? Oder? Ja, boah, das gewisse Thema. Also mir ist eigentlich am Arsch vorbeigegangen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja, ich muss sagen, wir waren verschont, bei uns hat es Corona gar nicht gegeben. Ich habe gehabt Corona, meine Frau auch. Der Verlauf, ja, Schnüffel, sage ich mal, mehr sage ich nicht und das war's. Aber wie gesagt, es ist alles in Ordnung, alles im grünen Bereich. Was leider jetzt alles ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, ist ja sozusagen mein Hobby, was ja mein Hobby und auch irgendwo ja eigentlich auch mein Leben war. Oder ist es immer noch, aber da ist natürlich die Musik, die mir abgeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat sich dann in dieser ganzen Zeit leider verabschiedet. Und wenn wir schon mal so beim Thema sind, Helmut, ich muss dir mal erzählen, ich bin ja jetzt seit längerer Zeit wieder ein bisschen angestellt. Ich bin Busfahrer, ich arbeite für eine Firma aus Freilassing und bin in der Ortschaft Siegsdorf, da fahre ich Grundschüler von der 1. bis zur 7. oder 8. Klasse auf, glaube ich, sind das. Da fahre ich natürlich die Schüler. Aber ich sagte, Helmut, was ich da so erlebe, dass der ganze Zauber nicht nur uns Erwachsene betroffen hat. Also ich muss sagen, in den Busse, wenn du die Schüler hörst, ja klar, das ist schon heftig. Die haben drunter gelitten und das jetzt 2 Jahre lang, 2,5 Jahre lang schon. Wenn Schüler 7, 8 oder 9 Jahre alt oder 10 Jahre alt und du hörst, ich habe gar keine Lust mehr, irgendwo hat man überhaupt keine Lust mehr. Das sind bei mir schon so kleine Ansätze von Selbstmordgedanken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich höre es öfter. Ich habe
ich fahre über Tag, fahre ich im Schnitt, sagen wir mal, so zwischen 35 Schüler bis 40 Schüler, die ich so über Tag verfahre. Wir sind mit 7 Kollegen vor Ort. Und man hört wirklich nicht viel Gutes von den Kindern, muss man ganz ehrlich sagen. Also das hat mich schon teilweise schon ziemlich berührt, wo ich sage, Leute, was ist da passiert? Das ist schon wirklich heftig. Leider tragisch, leider. Aber was will man machen? Man kann nichts machen. Das Problem ist, ich sage so, was wichtig ist. Und ich glaube, das ist in vielen Varianten auch gesagt worden, sehr viele Varianten. Und ich sage auch, Kontakte haben und vor allen Dingen noch wichtiger, Kontakte pflegen. Und ich muss sagen, den Helmut, den kenne ich ja jetzt auch schon einige Jährchen, darf ich jetzt auch schon sagen. Kennengelernt hat man sich so richtig auf seinem Geburtstag damals und seitdem hat sich dann so langsam Freundschaft aufgebaut. Jetzt mittlerweile, ja, wie sagt man in Bayern, Spätzle. Also wir kennen uns seit 2015. 2015. Da war ich nämlich in der Reha, weil ich eine neue Hüfte gekriegt habe. Genau. Und das ist bis heute so geblieben und Gott sei Dank und das freut mich auch. Und wir haben des Öfteren mal so... Ja. Es ist so. Wir hatten auch so das Thema zu Hause auch mit meiner Frau. Ab und zu reden wir dann auch. Ja, ich sage, Freunde und Bekanntschaften und Kontakte ist gut. Es müssen nicht Hunderte und 200 sein, sondern es reichen ein paar. Und dass die, wo man sagt, wenn was ist, Verlass auf den Leuten ist. Und ich glaube, das haben wir, kann ich sagen, das kann ich jetzt zu 100% bestätigen, das haben wir. Also damit will ich auch aussagen, Kontakte pflegen, Kontakte aufrechthalten. Naja, auf einer Seite bin ich auch nicht kein großer Fan jetzt von der Digitalisierung in einer Seite, aber auf der anderen Seite sage ich mir, ja, ist gut, dass es sie gibt, wenn man Kontakte aufbauen will. Heutzutage ist ja nur noch das eine machbar und das ist das Internet. Es geht nur noch über die sozialen Netzwerke, wo ich sage. Funktioniert eigentlich sehr gut. Ja. Mit dem müssen wir leben. Das digitale Zeitalter schreitet voran, leider. Das Alte geht verloren und alles geht nur noch digital. Wichtig ist, Bargeld, das müssen wir weiterhin behalten. Das darf nicht zur Zukunft werden, dass die Bargeldabschaffung kommt. Weil sonst haben wir ein Riesenproblem. Dann bist der gläserne Mensch ohnehin. Das haben wir jetzt auch schon. Ja, das mit dem Bargeld. Ich persönlich muss da ganz ehrlich sagen, ich glaube da nicht allzu viel, dass die Bargeldabschaffung kommt. Da bleibe ich dabei. Wie soll einiges laufen, wenn das Bargeld nicht mehr ist, nur noch über das Plastikgeld. Und da ist ja im Prinzip ja alles offensichtlich. Aber die wollen ja das. Dass du nichts mehr schwärzeln kannst. Die Schwarzarbeit unterbinden. Da kannst du nicht zum Nachbarn oder was sagen, magst du die Hecken schneiden helfen, du hast 20, 30 Euro oder 50er. Das geht dann nicht mehr. Oder beim Haarschneiden, ja, machen wir das einmal so nebenbei. Und das ist genau die Angst. Und die reden ja schon vom, wie heißt der? Der digitale Euro, genau. Ja. Hoffen wir es nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht haben wir ja Glück, dass das Bargeld bleibt. Ich sag mir ganz ehrlich, ich bin eigentlich froh, dass man sozusagen diese Messlatte des Lebens hat sich ja schon, ist schon ein gutes Stück hochgesteigert, weil ich bin jetzt 61 und habe eigentlich einen Großteil meines Lebens sozusagen gelebt und ich muss sagen, ich habe eigentlich mit Höhen und Tiefen, klar, aber man hat alles gehabt. Es war ja alles in Ordnung, darf ich sagen. Aber ich denke dann jetzt zum Beispiel, und das ist, was mir ja auch so wieder ins Bewusstsein kommt, jetzt dadurch ich ja auch halt die Schüler fahre, da geht dann oft der Gedanke mir durch den Schädel, was wird aus euch? Was habt ihr noch alles vor euch? Wie wird euer Lebensweg sein? Gut, sie werden vielleicht mit der Situation momentan mit aufwachsen, das ist vielleicht ein Vorteil, aber ja, ich möchte heute ehrlich gesagt auch keine 20 mehr sein, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, bin ich auch froh. Wir haben eine super geile Jugend gehabt, das ist ganz wichtig.
Aber ich möchte nicht nochmal in die Schule gehen und nur mal zurückversetzt so leben, wie es war. Also zur heutigen Zeit nicht mehr. Nee. Ich glaube, wir haben es gut erwischt. Und die neue Generation, da sehe ich schwarz. Ja, aber ansonsten, ja, okay, es geht weiter. Wir müssen halt das Beste daraus machen aus allem, was ist. Das ist nun mal so. Ich sage mir auch, irgendwie geht es weiter. Wie? Aber es wird weitergehen. Wir haben muss weitergehen. Situationen, wo ich sage, da kann keiner was sagen. Da kann irgendwo keiner reden. Wie sagt man so schön, die Lage ist beschissen, aber noch lange nicht hoffnungslos. Also schauen wir weiter. Ernst, aber nicht hoffnungslos. Genau, das sage ich mir auch. Ja, wie gesagt, das war jetzt haben wir mal gedacht, mal so ein aus der Hüfte hier. Schon lange her. Einfach mal so Blätter hergeredet. Nein, nicht Blätter hergeredet, so wie es in Wirklichkeit ist. Ja, so wie man es jetzt denkt, als normaler Mensch. Ja. Schalt's einfach mal im Fernsehen. Das darf ich mir wünschen. Also schalt's einfach mal die Flimmerkisten aus, da kriegt es einen klaren Kopf. So ist ja. Ja, Wetter heute ja immer wieder schön. Gestern war ja so ziemlich durchwachsen, muss ich sagen. Es war auch leicht kühl. Wir haben gestern Morgen waren mal gerade 9 Grad. Das ist schon heftig. Heute Morgen auch, wo es war richtig kühl. Und jetzt haben wir wieder auf eine Hitze. Wo sind wir jetzt bei 28, 29 oder was haben wir jetzt wieder? 24, keine Ahnung. Wie sagt man so schön? Die Sonne scheint auf den Penis, schön ist. Ja. Ich bleibe raus. Ja, gut. Einfach ein Chaos. Ja. Mhm. Na gut, also Prost meine Lieben und wünsche euch noch ein angenehmes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt sauber. Kauft kein Klump. Spart einen Haufen Geld. Ja, und ich stelle fest, Helmut, ein Kaffee. Das ist der Brüller. Das ist echt. Das ist Bio-Kaffee. Bio-Kaffee, ja. Na, also der Kaffee, der ist gar nicht mal so schlecht. Den kann man ohne Schläge kann man das trinken. Also es funktioniert. Das geht auch mit Hopfenblütentee, genauso. Na gut, ja, das war es eigentlich schon wieder. Ja. War einfach bloß einmal so ein Samstagsplausch. Ja. Wir starten aber von hier aus auch nochmal einen wunderschönen Gruß an alle YouTuber, die wo uns kennen und die wir auch kennen. Genau, das ist jetzt der nächste Plan im August. Ich fahre mit dem Helmut mal wieder nach langer Zeit. Fahre ich mit nach Schotten, da freue ich mich auch schon drauf. YouTuber-Treffen. Outdoor mit Billy 2022. Das wird sicher wieder lustig, nehme ich mal an. Genau. Plätze sind noch frei, habe ich gehört. Wendet euch einfach an den Kanal Outdoor mit Billy. Wer Outdoor begeistert ist, vielleicht mit Zelt oder irgendwie Kochen in der Natur, meldet euch an. Outdoor mit Billy 2022. Einfach immer wieder ein Genuss. Ja, gute Idee. Scheiß Fliegen. Die kannst du schlagen. Wer die scheiß Fliegen erfunden hat, der gehört erschossen. Ja, die fliegen, die bewegen sich immer Richtung Konfiskat und solche Sachen. Also da sind viele und vor allem die richtigen Scheißausfliegen. Ja, weißt du, die fetten Brümmer da. Also Helmut, versuchst du mal mit Duschen. Soll helfen. Ja, genau. Na gut, haben wir es, oder? Haben wir es. Also, Servus, macht es gut. Lasst ein Abo da. Auf den Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und wenn es nicht gefällt, dreht den Computer wieder ab. So einfach ist es. Servus. In diesem Sinne, eure Janka Filmschmiede mit dem Helmut. Und Ubi. Servus. Prost.